herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Ich darf ein Teil sein vom Blogger-Event Food Frühling 2017 und ich habe natürlich auch ein mega frühlingshaftes Rezept, wie ich finde, für euch rausgepickt und ich mache heute das erste Mal daheim Bratwürste. Ich war schon an einem Wurstkurs und ich hoffe, es funktioniert. Und das Frühlinghafte an diesen Würsten ist der Bärlauch, der frische Bärlauch. Und ich sage euch, es schmeckt schon richtig knoblauchig. Also, ich würde sagen, ich stelle euch die anderen Komponenten von diesem Rezept vor. Es braucht nämlich Schweinebauch. Und den müsst ihr fast, also am besten könnt ihr den wirklich beim Metzger bestellen oder man kann eben auch bei der Mikrotheke kann man alles haben, was man für das Rezept braucht. Eben Schweinebauch, dann braucht es Schweinsschulter habe ich noch, Darm, also das ist jetzt ein Schweinedarm. Den habe ich einfach ein bisschen abgewaschen und jetzt ein bisschen im Wasser drin. Dann habe ich eine Gewürzmischung mit viel Salz, viel Pfeffer und weil ich es halt wirklich sehr, sehr gerne knoblauchig habe, habe ich hier noch ein bisschen Knoblauchpulver in die Mischung hinein. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass man das Fleisch einfach klein schneidet. Das kann man auch schon beim Metzger oder einen Fleischwolf lassen. Ich habe selber einen und darum machen wir jetzt das selber. Ich bin hier schwer bewaffnet, wie ihr seht. Ich habe hier den Fleischwolf, der es extra für KitchenAid gibt, installiert und fange jetzt an, aus dem Gehacktes zu machen. Dann müssen wir das Gerät zuerst mal und fange mit dem Speck an. Das Fleisch ist jetzt durch einen Fleischwolf gelassen. Ihr seht, wunderbar. Einfach, wer jetzt so eine Kochmaschine hat daheim und grössere Mengen macht. Also die Kochmaschine hat wirklich fast am Boden gekotzt. Wirklich, wenn ihr grosse Mengen habt, ich würde es wirklich vom Metzger machen, wenn ihr kein Profigerät habt. Und das eher so mal für ein Tartärli oder ein bisschen Brösmeli zu machen. Aber wirklich so grosse Mengen eher nicht so geeignet jetzt. Nicht gegen KitchenAid, hat sie super gemacht, aber einfach als Tipp von mir. Und was wirklich sehr wichtig ist, dass das Fleisch, das durch den Fleischwolf durchlässt, eiskalt ist, vielleicht sogar noch ein bisschen angefroren. Und ich habe ab und zu noch ein bisschen so Crushed Eis durch den Fleischwolf mit durchlaufen. Also einfach ein Tipp von mir. Es muss einfach alles wirklich kalt sein. Und wenn das Hackfleisch fertig durch den Wolf durchgelassen, habe ich es jetzt wirklich noch eine Stunde in den Kühlschrank hinein mit Eis und so weiter und so fort, wirklich es schön kalt ist. Und jetzt gehen wir an die Wurstmasse. Also die Basis, die haben wir ja. Und ich habe gesehen, dass ich auch eine grössere Schüssel brauche, oder zwei. Jetzt soll ich das mal hier ein bisschen aufteilen. Und dann muss man das wirklich ganz gut vermischen nochmal. Jetzt geht es ans Würzen. Und wie schon gesagt, habe ich so eine Gewürzmischung gemacht mit viel Pfeffer, viel Knoblauch und viel Salz. Also es braucht hier schon eine rechte Menge, wir haben auch viel Fleisch. Und unser Hauptakteur, Le Bärlauch. Und der schmeckt richtig fein nach Waldfrühling. Jetzt habe ich hier den Darm, jetzt muss ich den Anfang suchen. Und ich glaube, ich schneide da mal so, Achtung, nicht verrissen. Schneide mal ein bisschen ab. Also, sollte ich auch zuerst mal die KitchenAid zusammenbauen. Das sieht alles ein bisschen improvisiert aus. Voilà. So. Jetzt muss ich das irgendwie da drauf bringen. Wenn das ein Metzger sieht, das stellt mich niemand an. Ich glaube, ich fette das zuerst mal ein bisschen ein. Gefätterli-Bütz, Heimatland hingern. Geschafft. Ja, einfetten ist tipptopp. Jetzt habe ich den Arm aufgetretelt, gar nicht so einfach. Und jetzt mache ich hier mal einen Knüppel rein. Sonst kommt das Zeug auch wieder raus. Einfach so einen Knüppel. Das sieht gar nicht so. Ich nehme jetzt die hier weg. So, ich muss einfach schauen, dass möglichst keine Luft. Vielleicht mal abstellen.
So, jetzt drehe ich die mal ab. Ich habe jetzt Regieangabe bekommen, nicht abschneiden. Wir fahren einfach weiter. Tada! Hey, meine ersten 10 Würste, meine ersten 10 Bärlauchwürste. Und es ist gar nicht so schlecht gelaufen, für das ich es wirklich alleine zum ersten Mal gehe. Und das letzte Mal in diesem Kurs hatte ich noch den Stefan als Assistent. Und er hat einfach so, für die feinen Sachen ist er eben gut. Und ich bin so ein bisschen der Grobmotoriker. Aber sieht nicht schlecht aus. Ich bin stolz. Aber ich habe noch viel Masse vor mir und würde sagen, ich habe noch etwas zu tun. Tada! Die Küche ist wieder halb aufgeräumt und jetzt präsentiere ich euch das Resultat. Tada! Meine wirklich ersten selber gemachten Bratwürste ohne professionelle Hilfe. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist wirklich, man muss wirklich ein Fingerspitzengefühl haben. Also es ist wirklich fast so eine Liebesstory, das Video. Und ja, man muss auch wirklich ein bisschen schauen. Ich habe mega Freude, es hat so viel gegeben. Jetzt ist es so, dass es in einigen Würsten noch so ein bisschen Luftdinges hat. Und die tue ich jetzt mit so einem kleinen Näder, tue ich dann einfach so reinpieksen, so auf Dingseln, und dann geht die Luft raus. Und jetzt möchte ich so eine Wurst probieren. Und jetzt gehen wir den Grill anschmeissen, weil sobald... Nein, die Grillsaison ist das ganze Jahr, also hopp! Jetzt waren die Würste im Solarium und es geht ans Probieren. Und ich bin so gespannt. Und schmecken tut es auch schon mal mega gut. Tada! So. Es sieht auch nach Wurst aus. Ein Knoblauch. Aha, so cool. Wow. So etwas Zartes, so etwas Feines und einfach noch selber gemacht. Ja, wirklich, ich bin wirklich stolz auf mich, für das meine ersten eigenen Bratwürste sind. Also wirklich, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mal selber Bratwürste zu machen, bitte macht es. Es reicht sogar ein Spritzsack, dass ihr extra eine Maschine habt, einen Spritzsack, wo man aufschneidet, das Fleisch rein, und dann kann man so probieren es unbedingt. Ich finde das wirklich, und vor allem finde ich es cool, hat es so viel gegeben. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei all den anderen Bloggern bedanken. Also wirklich, ich habe das eine ganz coole Sache gefunden und merci viel mal, und ich hoffe, wir sehen uns gleich schon wieder mal persönlich. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Video ist der Frühling und die Grillsaison definitiv eröffnet.